Da sind wir zurück mit dem zweiten Video. Teil 1 ist das Unboxing von A7 IV. In diesem Reel geht es um das Unboxing von dem. Es ist aber eigentlich der zweite Teil vom Unboxing von der Sony A7 IV. Das hat aber vorhin nicht mehr reingepasst. Also im besten Fall schaust du jetzt zuerst das Reel vor diesem Video. Oder du bleibst einfach hier und das ist mir ein bisschen zu. Bin ich jetzt das 150 auftun. Und mich ganz wenig nerven, dass hier ein leerer Akku in der Schachtel war und dass auch bei dieser Kamera, die hier im Filmen ist, Nikon ZR, der Akku leer ist. Haben wir Ton? Wir haben Ton. Das erste, was ich auspacke von diesem Teil, ist einfach da, Stativschuhe. Dann nehmen wir eigentlich das Band. Das eigene Band ist natürlich für Taschen, die auch dazu bekommt. Wir schauen hier mal rein, so sieht das aus. Eierkartonagen, natürlich tonnenweise. Eben, du hast da diesen Beutel. Ich weiss nicht, wer die braucht. Also es ist gäbig, dass du es natürlich drin kannst verräumen, wenn du es wieder verkaufst oder so, aber mega stabil. Stabil. Geil. Es ist schon ein Riesentopf. Ihr habt ja meine Hänge als Vergleich. Und ja, wir müssen den Weitwinkel schnell ein bisschen rausnehmen, dass ihr das adäquat vergleichen könnt. Also, das ist ein iPhone 17 Pro Max, das ist ein Bendu, das ist eine Maus, das ist die Sony. Also es ist... ich kann jetzt noch eine halbe Stunde so weitermachen. Es ist gross, aber, also sorry, 50 bis 150 mm Blende 2. Das ist halt geil. Also da verstehe ich. Haptisch ein 10 von 10. Habe ich aber nicht anders erwartet, es kostet schliesslich über 4000 Franken. Das ist ordentliches Preisschild. Aber es ersetzt dir halt theoretisch einfach auch 3 Festbrennweiten. Und ganz sicher ein 70-200. Ich meine, du hast ja heute über 30 Megapixel in diesen Kameras. 70-200 natürlich super Objektiv. Habe ich selber auch noch eins, nicht von Sony. Aber 50, 150, das deckt dir alles ab, vor allem wenn du eben F2 hast. Wir sind gespannt, ich werde das die nächsten Wochen ein bisschen testen und vergleichen und dir erzählen, wie sich das Ganze so anfühlt an der A7 IV. Darum folg doch dem Kanal, bist dabei, stell mir deine Fragen, die ich beantworten soll. Vielleicht hat es dich ja auch schon mal gelustet, dir das zu tun. Ich tue es jetzt mal auf die Kamera. 95 mm Filterdurchmesser. Gut, dann habe ich immerhin schon einen ND-Filter vom Canon 2870. Ich denke, mit dem können wir das Video beenden. Merci, dass ihr dabei gewesen. Wir sind im nächsten wieder da. Bis dann.